dass oftmals, wenn du in einem Kostüm unterwegs bist, dass den Leuten irgendwo auch noch Freude macht. Also sie schauen die an oder sie fühlen sich selber vielleicht so ein Stück weit in die Zeit versetzt. Oder ja, es zaubert ihnen noch vielen Leuten einfach ein Lächeln ins Gesicht. Oder vielleicht lachen sie mich auch aus, aber es ist egal. Pinkelstein. Man muss sich vorstellen, hier hinten dran ist das Haus zum Meerhafen. Das war ein Spelunken, ein Beiz. Und so war es halt früher schon, dass die Herren der Schöpfung die gerne eins über den Durst getrunken haben. Und wie alle wissen, drückt es dann irgendwann auf die Leitung. Und die Herren sind rausgegangen und haben einfach irgendeine Hauswand hergepinkelt. Und das hat man irgendwann nicht mehr akzeptiert in der Stadt Chur und hat dann eben die sogenannten Pinkelsteine an die Hausecken hergemacht. Und so ist dann der Herr der Schöpfung dazu aufgefordert, an die Steine herzubrünzeln, sodass dann eben leider der Nachtwächter und ab und zu auch halt ein Brunnenmagd die Steine wieder schrubben und sauber machen, damit das dann nachher in der Stadt nicht so gestunken hat, aber dass es zumindest an einem Ort stattgefunden hat und nicht an jedem Hausecken. Als gebürtige Churerin hat mich natürlich die Stadt Chur immer schon interessiert. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, alle 9 Jahre in die Schule gegangen. Ich habe hier das Lehrerseminar noch 5 Jahre besucht. Und so ist die Stadt Chur eigentlich etwas ein Ort, wo ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Zudem habe ich mich immer sehr fest für Geschichte interessiert, geschichtliche Zusammenhänge, was alles war, was alles sich verändert hat zur heutigen Zeit. Und weil ich durch die Schauspielerei halt einfach auch immer gerne vor Leuten gestanden bin, aber auch schon mehrere Jahre an der Bad Ragaz in Bad Ragaz Führungen gemacht habe, hat es sich dann ergeben, dass ich in den Ausbildungslehrgang aufgenommen worden bin 2019 und so konnte die Ausbildung machen zur Stadtführerin bei Chur Tourismus. Man weiss gar nicht, dass Chur so eine schöne Altstadt hat, weil ganz viele Leute halt der Chur oder besser gesagt der Kanton Graubünden halt für den Skitourismus nutzen und so halt ganz oft an der Stadt Chur auf der Autobahn vorbeifahren. Und so hat man keine Vorstellung eigentlich, was die Altstadt von Chur alles zu bieten hat, wie viele wunderschöne Ecken, Winkel, Plätze und Häuser dass es gibt, wo man hier anschauen kann. Und dass Chur vor allem ganz eine lange Geschichte hat, eine ganz lange Geschichte, wo sie ja eben die Stadt, also die älteste Stadt der Schweiz ist. Mit auch dieser 1600-jährigen Bistumsgeschichte, die sie hat und aber auch eben mit den Ausgrabungen, wo man Fund gemacht hat, wo vor 13'000 Jahren da bereits Siedlungen waren oder erste keltische Spuren, kann man sagen. Und Chur hat der Charme von einer Kleinstadt. Alles ist nah beieinander, es sind keine grossen Distanzen und trotzdem hat man alles, was man braucht. Das hat aber auch die Geborgenheit und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, man muss Berge schon sehr gerne haben, wenn man in Chur daheim ist und so umrahmt wie Chur ist von der Bergwelt, gibt es einfach das Gefühl von auch Sicherheit, wo ja, da ist, wenn man so in dem Kessel drinnen irgendwo kann sein, wie jetzt die Chur eben angelegt ist. Im Bärenloch sind wir eigentlich ein Teil der Stadt Chur, wo uns am ehesten hilft, uns zurückzuerinnern, wie es war damals im Mittelalter, wo alles ein bisschen eng war, dunkel und vielleicht auch nicht so gut geschmeckt hat, wie es heute schmeckt. Und da versuche ich manchmal den Leuten so ein bisschen diese Zeit näher zu bringen, indem wir eben hier in ein Bärenloch reingehen und durch den dunklen Gang hier laufen ins zweite Bärenloch. Einerseits haben sie erzählt, dass, wenn hier draußen auf dem Martinsplatz der Markt stattgefunden ist, hat von Zeit zu Zeit auch ein Italiener da war mit seinem Tanzbär. Und immer wenn der Tanzbär Pause hatte, dann hat der Italiener ihn hier hinter die Tür gesperrt. Man sieht hier noch die Kratzspuren von dem Bär an dieser Tür. Also ganz klar, aus dem Grund heisst es Bärenloch.
Und jemand anderes behauptet, da drinnen, in dem Innenhof, der übrigens auf Romanisch Curcellas heisst, die kleinen Innenhöfe, da hat eine Familie Bär gewohnt. Die Familie Bär hat ganz einen Haufen Kinder gehabt und immer wenn die Kinder in dem Innenhof rumgesprungen sind und Lärm gemacht haben, ist es natürlich Bärenloch. Und wenn es so lärmig war, haben die Leute auch gesagt, du musst nicht hinter ins Bärenloch, Bären sind los. Und die dritte Geschichte ist, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass man auf dem Markt dort draussen Beeren verkauft hat. Und im Sommer, wenn es sonst in Chur ja oft sehr warm ist, kommt da nicht viel Sonne her und es ist eher ein kühlerer Ort. Und darum glaubt man, dass man da zwischenzeitlich die Beeren gelagert hat, damit sie ein bisschen in der Kühle waren, damit man sie nachher dann draussen auf dem Markt verkaufen konnte. Ja, da sieht man der Arkas, das ist einer meiner Lieblingsplätze in der Stadt Chur. Wobei man sagen muss, dass der Arkas nicht immer so ausgesehen hat. Bis ins Jahr 1971 nämlich sind auf dem Platz Lagerhäuser gestanden. Das heisst, es ist eigentlich sehr verbaut gewesen und man hat von diesen Häuserreihen, die man heute so prächtig sieht, eigentlich fast nichts gesehen. Man hat dann dort im 1971 ein Parkhaus unten reingebaut und im Rahmen von dem Bau hat man dann die ganzen Häuser bzw. Lagerhäuser abgebrochen und hat dann darum eben den wunderbaren Platz gemacht, wo im Sommer ganz fest an Italien, also es hat sehr ein mediterranes Flair, wo da ausgestrahlt wird. Sie hat in St. Moritz oben schon Theater gespielt und hat das natürlich nachher mit dieser Ausbildung, die sie gemacht hat, auch immer weiter in ihr Berufsleben integriert und ist in jedem Ort, wo wir daheim waren, in einem Theaterverein oder in einem Theaterspiel gewesen. Das war ihr auch immer sehr, sehr wichtig und ist ein Ausgleich für sie und auch eine Herausforderung im täglichen Umgang. Eben, weil der Matthias jetzt sagt, er hätte durch das Theater wie auch in eine neue Welt hineingesehen. Das ist wirklich so ein bisschen von unseren Berufsbildern her. Ich habe durch seinen Blick auf Gebäude und wie etwas gebaut ist, oder ich weiss nicht, wir sind in London, sind wir Baustellen anschauen, anstatt irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Die haben wir auch angeschaut. Ja, die haben wir auch noch angeschaut. Aber man hat sich gegenseitig eigentlich wie eine andere Welt eröffnet. Matthias hat dann mal gesagt, er hätte jetzt angefangen Theater von ihnen gesehen. Er hat schon gewusst, dass Theater geben, aber eigentlich wirklich gegangen ist er nie. Und ich habe gelernt, dann Häuser aufwärts zu schauen, um mir zu merken, es gibt nicht nur diese Ebene, sondern es gibt eben auch noch die Ebene, die hochgeht. Ja, und so ist es wirklich immer mehr so geworden. Heute schaue ich viel mehr an den Häusern auf als früher. Ja, die Elia charakterlich beschreiben ist lange, glaube ich, eine Stunde nicht, aber sie ist eine sehr fokussierte und engagierte Persönlichkeit. Sie hat sehr klare Ideen, lässt sich aber auch inspirieren durch Neues und durch ihre Umgebung und ist ein sehr feinfühliger Mensch. Der Matthias, der hinter mir steht und mir dermaßen den Rücken frei behalten und mir so viel die Möglichkeit gibt, indem er einfach daheim dann alles managt, vor allem wo die Kinder auch noch kleiner waren. Oder ich konnte gehen, ich konnte Abendproben besuchen von Theater, ich konnte mich vorbereiten auf irgendwelche Sachen, wo, wenn du nicht jemanden hast, der dir den Raum schafft, eigentlich, wo du das dann so ein bisschen ausserterminlich auch machst, kannst du das alles vergessen. Das wäre sonst nicht möglich mit einer Familie zu machen, mit 2 kleinen Kindern. Wenn du ganze Wochenende Aufführungen hast, ich denke an ein Freilichtspiel, das ich gemacht habe, mit 14 Aufführungen. Aneinander. Das sind 14 Abende, wo du alles allein gemanagt hast mit den Kids daheim. Und zwar en bloc. Hallo! Ja, aber wie sind du gewesen? Hallo, wie sind du gewesen? Also lange müssen wir warten heute, gell? Wo ist sie denn? Wieso wir auf Maienfeld gezügelt sind? Wir sind dort in Zürich in Küsnacht drinnen, wo unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Und als er so gut 2 war, hat es mich einfach heimgezogen. Ich habe das Gefühl gehabt, der Bub muss dort aufwachsen, wo seine Wurzeln sind. Und das ist Graubünden. Und wenn du einen Mann geheiratet hast, der auch Bündner ist, ist es relativ eine einfache Geschichte. Du kannst einmal sagen, ich will gerne heim.
Und er kommt auch gerne heim. Und so haben wir uns entschieden, eigentlich zurück in den Kanton zu kommen. Wir haben überlegt, was ist der Ort, wo es uns gefallen hat. Matthias hat schon mal erzählt heute. Ich habe gefunden, 21 Jahre bin ich schon zu Chur in Engadin. Und er herkommt, habe ich nicht unbedingt zurückgewählt, obwohl ich Engadin über alles liebe. Aber zum Leben hätte ich nicht her. Und dann haben wir gefunden, so die Herrschaft wäre eigentlich noch ein schöner Ort. Und sind dann auf Meienfeld gezügelt. Zuerst in eine Mietwohnung, bevor wir dann nachher das Haus gefunden haben, wo wir uns können verwirklichen. Oder der Matthias sich können verwirklichen. Den ganzen Umbau und alles. Und jetzt sind wir seit 15 Jahren in Meienfeld. Ja, wie kommst du mit deinem Dialekt an, wenn du zum Beispiel in Zürich bist oder so? Sehr gut. Ich habe ja über 5 Jahre lang in Küsnacht unterrichtet. Und ja, es war eigentlich nie so, dass irgendjemand gesagt hätte, ich müsste jetzt umstellen auf einen anderen Dialekt. Im Gegenteil. Manchmal hat es sogar Situationen gegeben, wo die Leute gesagt haben, sag das nochmal. Und du kannst das nicht nochmal sagen, das hat so schön tönt oder irgendwie so. Und ja, ich glaube, wir Bündner haben schon ziemlich viel Gutwill in anderen Kantonen, nicht nur jetzt für Sprache, auch, aber ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass man auch so ein bisschen tolerant mit uns ist im Verkehr. Das habe ich dann gemerkt, also in der Stadt Zürich. Wenn du eine GR-Nummer hast, haben sie einfach ein bisschen mehr Verständnis, wenn du vielleicht einmal so nicht gerade weisst, wo durch. Oder sie haben dann gerade das Gefühl, du sagst ja sowieso von hinterst von einem Tal, irgendwo in den Bergen, wo es nur eine Straße gibt. Und dann lässt man uns dann so ein bisschen mehr Raum für einige Sachen. Ich verreise auch gerne verreisen und ich komme auch gerade so gerne einmal wieder heim. Das ist schon so. Und auch als ich ausserkantonal gewohnt habe, gerade so in der Winterzeit, habe ich schon die Sonne vermisst, das muss ich sagen. Also dort im Kanton Zürich im Winter, wo es halt viel einfach bewölkt ist und einen Deckel drüber hat, dort bin ich froh gewesen, habe ich am Freitag einmal heimwärts gehen, Richtung Graubünden. Auf jeden Fall. Wer schaut am meisten zum Hund? Ja, das bin schon ich. Du bist ja die, die der Hund wollte. Nein, natürlich nicht. Das ist immer die Kinder und der Mann. Jetzt muss ich schnell schauen, wo sie ist. Beila! Feini! Da, ja, da. Okay. Ja, meine Mann, meine Kinder hätten gerne einen Hund gehabt. Und ja, ich bin auch nicht abgeneigt gewesen, aber ich habe immer gewusst, dass ein Haufen Zeit oder ja, dass sicher viel bei mir wird sein, wenn wir einen Hund werden haben. Und darum ist es ein paar Jahre gegangen, bis ich dann ja gesagt habe. Aber jetzt gibt ihnen natürlich um kein Geld. Richtig Schauspielerei und so, hast du irgendwelche Vorbilder gehabt, oder nicht? Nie. Ich bin grundsätzlich nicht so jemand, der jemandem fest nacheifert. Natürlich hat mir gefallen, wenn jemand bei einem Theaterstück irgendwie besonders gut gespielt hat oder so. Aber es hat meistens nicht unbedingt ist das auf die Person fixiert, sondern mehr auf die Leistung oder auf die Art, wie die Person dann gespielt hat. Ich bin auch nie wahnsinnig fasziniert von irgendeinem Filmschauspieler, weil Theater und Film für mich zwei andere Welten sind, wo andere Fähigkeiten gefordert sind. Sicher im Allgemeinen, das Schauspieler ist ja so auch, aber Theaterschauspieler sind anders als Filmschauspieler. Und so habe ich eigentlich nie jemandem nachgeeifert. Nein. Wir sind zwar freischaffende Schauspielerinnen und Schauspieler, aber die Initiative an einem für sich kommt von Heideland Tourismus von Bad Ragaz aus und sie tun uns auch die ganze Abwicklung mit dem Ticketing, das machen alles sie. Wir sind da eigentlich sehr frei, dürfen einfach spielen und sie tun alles andere abwickeln, sei es Werbung oder eben die Homepage oder die Videowall, die wir hier haben, anfangs von der Stadt Meienfeld. Und das ist eigentlich sehr angenehm für uns, weil ja, alles rundum ist sehr, sehr aufwendig. Meine Aufgabe ist jetzt in diesem Bereich einfach noch, dass ich das Bindeglied bin zwischen den Schauspielerinnen und dem Tourismusverein. Da ist aus heiterem Himmel ein Anruf von der Eliane, ob ich gerne mitmachen in der Städtli-Führung. Und wahrscheinlich auch durch einen Zufall über die Theatergruppe Jenins bin ich dort ein halbes Jahr davor schauen und hat mir brutal Spass gemacht. Und dann so für mich selber gedacht, wenn dann dort einmal ein Plätzchen frei wird, wäre ich dann auch gerne dabei.
Und so ist das zustande gekommen und wir haben bis heute eigentlich immer wieder Erfolg mit der Städtleführung. Der Charakter von dieser Stadtführerin ist ein sehr korrekter. Die ist sehr fokussiert auf ihren Job, den sie macht. Und darum hat sie trägt kein offenes Haar. Das wäre viel zu wild für sie. Schminke ihr noch ein bisschen rote Bäckchen machen. Das tut ihr Engagement, das sie hat für die Stadt Meierfeld, ein bisschen unterstreichen. Und nicht zuletzt hat sie natürlich dann ihren obligaten Hut an. Frühling, Sommer, Herbst, immer das schwarze Wollenhütchen. Gut, ich bin bereit, dass ein bisschen alles am richtigen Ort ist. Gut, so. Ich glaube, so kann man die schicken. Ist gut mit dem Hut. Super. Oh, übrigens, ich habe jetzt beim Parken, ich habe jetzt hier nicht eingezahlt. Die Menschen können Busse über, kannst du da etwas machen? Also kontrollieren gehe ich jetzt dann in einer guten halben Stunde und dann ist leider so, dann, wenn ich herlaufe und dann kein Zettel dran ist, dann gibt es einen Zettel von mir her. Das ist natürlich so, da kann ich kein Auge zudrücken. Ich musste auch schon Falschparker verweisen, abschleppen lassen, das Auto umkehren, alles ist schon vorgekommen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, in diese alte Steinverlies lebte. Napoleon hat uns hierher geschickt, 1799, für Liberté, Egalité und Fraternité. Der Wein ist nach der Komplette benannt worden. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Mönche haben für den Wein und für die Trauben mächtig arbeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie arbeiten den ganzen Tag im Regberg, müssen am Abend noch beten und trinken von dem Wein. Jesus, die haben doch nichts mehr von dem Zölibat gemerkt. Der spätbarocke Bau hat keinen Chor und ein offenes Kirchenschiff. Und wie Sie sehen, ein wunderbarer Zwiebelturm, wo sich heute noch 4 Glocken drin befinden. Allerdings muss man sagen, sind das eher neuere Glocken, weil der ganze Kirchturm ist einmal, weil man Sprengstoff drin gelagert hat, mitsamt der Glocke explodiert. Wir können erst dann aufhören, wenn wir einmal gebückt haben und wieder aufgestanden sind. Danke euch vielmals. Ich finde den Lehrerberuf nach wie vor extrem faszinierend. Ich bin gerne mit den Kindern zusammen und ich finde das Theaterspielen und ich kann mit den Kindern zusammen verbinden und mein eigenes machen einfach mega schön und lässig. Eine Bündnerin ist klar. Eine Bündnerin ist bestimmt, oder wie mein Mann gesagt, fokussiert. Ich glaube, ein Naturmensch ist eine Bündnerin. Sehr gerne in der Natur, aber auch unkompliziert, würde ich jetzt mal meinen. Das sind so Eigenschaften, die ich jetzt so spontan einer Bündnerin würde zuteilen. Leidenschaftlich, das auch. Ich finde Tschana ein cooles Wort. Was? Weißt du, was Tschana heisst? Das ist so Schlendern, wenn du rumtschanst. Das gefällt mir noch, obwohl ich das eigentlich sehr selten mache, Tschana. Aber ich finde das Wort einfach cool. Ich hätte jetzt auch sagen Pazifik. Pazifik ist einfach das Wort, das alle am Bündner sofort attestieren. Aber ich finde Tschana ein cooles Wort. Und Gent. Wenn etwas Gent ist es einfach wirklich super gut. Aber schau mal, ist es nicht paradiesisch, gell? Wenn du so darfst gehen, jeden Tag. Und weißt du, was ich auch schön finde an diesen Hundespaziergängen ist, du gehst bei jedem Wetter raus. Und wenn du auch mal nur einen Moment hast, wo du denkst, wow, heute wäre eigentlich mehr ein Tag zum drinnen bleiben. Sobald du draußen bist und so durch die Natur gehst und alles so nach mitkriegst, die ganze Veränderung vom ganzen Jahr, sei es
Frühling, dann geht es in den Sommer rein, dann der Herbst, der jetzt langsam übrig kippt, dann zumal hast du den ersten Schnee und auch im Winter, wenn es schneit und du durch das Verschneite kannst durchlaufen, ich finde es Hammer. Das ist eben auch Graubünden, finde ich. Die vier Jahreszeiten, die wir so fest erleben und hoffentlich noch lange dürfen so erleben, das geniesse ich sehr. Mit ihr zusammen, gell? Wir zusammen geniessen das fest. Ja, so ist es fein. Dein Mädchenname, ist das ein typischer Bündnername? Ja, Polteran ist ein romanischer Name sogar. Der ist ursprünglich aus dem Oberhalbstein, wo sie ja romanisch reden. Aber schon mein Grossvater väterlicherseits ist nicht mehr im Oberhalbstein daheim gewesen. Also das ist, bei uns ist niemand. Also doch, meine Großmutter war romanisch sprechend, aber aus dem Schams. Mein Papa ist in Innerverehren aufgewachsen. Das ist richtig Afers. Hindri. Und Valschons, also Schamsertal, meine Großmutter, die Sepp hat noch romanisch geredet, aber sonst niemand bei uns in der Familie. Und du hast noch Geschwister? Ich habe eine jüngere Schwester, ja. Die ist 3,5 Jahre jünger. Sie lebt mit ihrer Familie in Bonaduz. Ja, und so sind wir 2 Mädchen miteinander aufgewachsen. Was bedeutet der Steinbock für dich? Daheim. Natürlich, weil er einerseits auf unserem Bündnerwappen so präsent ist. Ich verbinde ihn mit der Jagd, mit der Natur. Mein Papa ist Jäger, mein Schwager ist Jäger. Die Jagd hat bei uns in der Familie eine grosse Bedeutung. Ich verbinde ihn aber auch mit dem Geschichtlichen beispielsweise. Wir haben heute ja Chur auch noch angeschaut und der Steinbock steht eigentlich für den Bischof in unserem Kantonswappen. Das ist das Zeichen für den Bischof und so denke ich natürlich auch an das Stadtwappen von Chur, wo der Steinbock drin steht. Und ja, ich würde auch sagen, er ist einer, der ziemlich klar weiss, was er will. Und er passt zu uns Bündner, würde ich sagen. Oder? Da bin ich daheim. Hey Renzo, ich würde gerne mit dir mal ein Glas Wein trinken.